In dieser Episode hörst du die Geschichte einer Mutter, die vom Familienchaos zur echten Alltagsfreude gefunden hat. 3 Kinder, täglicher Streit, Schlafprobleme, Wutanfälle und dann der Wendepunkt. Die Entscheidung, etwas zu verändern. Hör rein und erfahre, wie die Feba-Reise für diese Familie alles verändert hat. Schritt für Schritt, ganz natürlich und voller Hoffnung. Hey, du Family Hero! Bereit, deinen anspruchsvollen Alltag neu zu gestalten? Erfahre, wie gezielte Ernährung das herausfordernde Verhalten deines Kindes nachhaltig verbessern kann. Ich bin Pascal Henny von FEBA, der Fachstelle Ernährung bei ADHS, und sage dir, ein entspanntes Familienleben ist möglich. Los geht's! Eine Mutter erzählt. Eine Reise ins Ungewisse, mit dem Wunsch, als Familie in Balance und mit neuer Leichtigkeit anzukommen. Genau so begann unsere Feba-Reise. Unsere 3 Wildfänge, 8, 6 und 2 Jahre, forderten mich als Mama sehr. Probleme in der Schule, ständiger Streit zu Hause, lautes Schreien, Einschlafprobleme, schlimme Szenen am Familientisch, schlechte Laune und Schimpfen. Unser Ältester trug oft eine unbegründete Wut in sich. Er hatte Hautprobleme, Wachstumsschmerzen, Durchfall und konnte oft nicht essen, weil er zu unruhig war. Unsere Kinder waren auch häufig krank. Für mich als Mama war es unglaublich anstrengend, Fröhlichkeit, Liebe, Gelassenheit und Frieden in unseren Alltag zu bringen. Am wohlsten fühlten wir uns im Wald. Dort waren wir ganz für uns. Gesellschaftliche Anlässe oder Freundetreffen mieden wir oft, weil sie meistens in Stress endeten. Danach brauchten wir jeweils lange, um uns zu erholen. Der Start mit Feba war anfangs herausfordernd. Alles war neu, es gab einiges zu organisieren und neue Abläufe zu lernen. Doch die ersten Verbesserungen zeigten sich rasch. Bei einem unserer Kinder mussten wir etwas anpassen. Das konnten wir dank der wertvollen Gruppen-Live-Calls mit Pascal, an denen ich regelmäßig teilnehme, herausfinden und erfolgreich umsetzen. Schon nach wenigen Wochen durften wir eine unglaubliche Veränderung erleben. Die Kinder wurden gelassener, hilfsbereiter und liebevoll. Sie essen gut, haben eine gesunde Verdauung. Wir haben erlebt, dass sich sogar die Hautprobleme und Wachstumsschmerzen deutlich gebessert haben. Mein Mann wurde fröhlich und entspannt. Ich selbst habe wieder mehr Energie, Fröhlichkeit und Gelassenheit. Und plötzlich war es keine Herkulesaufgabe mehr, die Stimmung in der Familie zu halten. Sie war einfach da und mit ihr ein tiefes Gefühl von Frieden und Dankbarkeit. Nach 5 Wochen schaue ich mit Stolz und einem Herzen voller Glück und Liebe auf diesen ersten Reiseabschnitt zurück. Die Veränderungen sind durchwegs positiv und viel besser, als ich sie mir je vorgestellt hatte. Unsere notorischen Streithähne übernachten plötzlich friedlich gemeinsam im Zelt im Garten, spielen zusammen Fußball oder schwingen fröhlich am Boden, ganz ohne Streit und Gezanke. Beide Kinder können heute das Spielen mit Freunden oder auch mit fremden Kindern richtig genießen und sagen mir das abends sogar selbst. Diese Leichtigkeit in sozialen Situationen ist für mich eines der größten Geschenke überhaupt. Vor Feba war das alles unvorstellbar. Unsere Reise geht nun weiter. Ich bin gespannt, wie wir als Familie weiter wachsen dürfen und wohin uns diese Reise noch führt. Die Arbeit ist bereits viel leichter geworden und die neuen Gewohnheiten sitzen. Wir können mit viel Vertrauen und Freude unsere Feba-Reise fortsetzen. Ja, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann weißt du jetzt, Veränderung ist möglich, auch wenn der Weg anfangs vielleicht etwas holprig oder ungewohnt ist, aber es lohnt sich so fest. Mit diesen Erfahrungsberichten möchte ich dich vor allem ermutigen,
dass du sagst: „Hey, ich sehe mich hier und hier und hier wieder und vielleicht klappt es auch bei uns.“ Und nicht nur vielleicht, sondern „Hey, ich mache das, weil ich glaube, dass ich das schaffen kann.“ Und dass du es einfach probierst. Die Geschichte dieser Mutter zeigt, dass es keine perfekte Familie braucht, um zu starten, sondern nur mutige Entscheidungen und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Ich kann mich so gut erinnern, als diese Frau diese Geschichte, diese Zeltgeschichte im Live-Call erzählt hat, uns allen. Wir sind ja da immer eine Gruppe. Und sie hat erzählt, dass es gab vorher, bevor diese Nacht kam in diesem Zelt, gab es da natürlich noch Diskussionen und ja, schafft ihr das dann, ohne zu streiten, eine ganze Nacht im Zelt zu verbringen? Und sie hat einfach gesagt: Wir haben es einfach gewagt. Diese Kinder sollen das probieren.“ Und am Morgen danach kam der ältere Junge ins Haus und sagte voller Stolz: „Mama, wir haben es geschafft, ohne ein einziges Mal zu streiten.“ Und das sind einfach so schöne Rückmeldungen und die möchte ich dir natürlich eben auch nicht vorenthalten, was da jeweils in diesen Live-Calls auch noch alles an Rückmeldung kommt. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst oder dir denkst, das könnte auch unser Weg sein, dann findest du in den Shownotes den Link zur Webseite. Dort findest du ganz, ganz viele Infos. Schau dich mal rum, wenn du das nicht schon gemacht hast. Und ich bedanke mich einfach, warst du heute dabei und vielleicht ist das ja der Anfang deiner eigenen FEBA-Reise, deiner eigenen FEBA-Geschichte und ja, dass du einfach realisierst, es kann die Lösung sein, für dich und deine Familie in ein entspanntes und glückliches Familienleben zu kommen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.